das hier? Nehmen Sie hier irgendwas auf? Ich bin live. Nee, möchte ich nicht. Ja, haben Sie Pech gehabt. Wir sind hier auf einer öffentlichen Nein, Veranstaltung. Sie haben nicht meine Unterschrift. Bitte löschen Sie Ich das. mache hier, ich lösche hier gar Sie nichts. löschen das. Oder wirklich Opfer. Ich würde sie in die Fresse hauen, Digga. Wie kann man so dumm sein, Digga? Oder wenn ihr nicht auf diesen Aufnahmen drauf sein wollt, dann brecht sie einfach nicht an. Aber, wisst ihr was? Das ist meine Vermutung jetzt. Diese Leute brauchen Aufmerksamkeit. Die wollen da drauf sein. Die wollen das. Deswegen machen die das. Anders kann ich mir das nicht erklären, Digga. Man kann nicht so dumm sein. Die wollen auf den Aufnahmen drauf sein. Die wollen diese Aufmerksamkeit. Die wollen diesen Stress haben. Die wollen das. Walla! Sorry, ich geh Crashout. Das jetzt. Ich lösche Sofort. gar nichts. Sie sind hier, was wollen Sie von Sie mir? löschen das jetzt. Wir sind hier auf einer veröffentlichten Veranstaltung. Das interessiert Grüße, mich. Grüße. Ich mal meine Meinung dazu haben müssen. Wozu oder denn? meine Einwilligung. Wer sind Sie überhaupt? Wie, wer bin ich überhaupt? Wo habe ich denn bei Ihnen irgendwas gefilmt? Datenschutzpapier. Ich gar nichts von mir. Was wollen Sie jetzt von mir? Schutzpapier! Datenschutzpapier. Da gehen Sie mich auf den Nerv da jetzt hier, ey. Nein. Ja, Sie können mir jetzt so lange hinterherlaufen, wie Sie wollen. Da kriegen gar nichts von mir. Datenschutzpapier. Los. Sie kriegen gar nichts von mir. Wir sind hier auf einer öffentlichen Veranstaltung. Was wollen Sie denn jetzt von mir? Alter, ich werde mir deine Fresse merken. Wollen Sie mir drohen oder was da? Gänsehaut. Alter, geisteskrank. Was geht ab? Hör auf da, Alter. Die sagt da irgendwas da, ich will nicht gefilmt werden. Was weiß ich was da, Alter. Wenn die mir vor die Fresse läuft, da kann ich ja nichts für. Na, Kleiner, und? Moin, alles fit? Wir brauchen Gameboys. Hast du Gameboys? Eine Fresse nerven, Alter. Was ist Karen da, ey? Nee, ich verstehe das komplett. Ich will auch nicht gefilmt werden. Ragebait, 100% Ragebait. 100%. Bitte, leg doch mal. Ja, toll. Sag mal, hörst du nicht, was mein Kollege sagt, oder was? Das gibt's doch gar nicht, oder? Überhaupt nicht. Jetzt pass mal auf, jetzt zeige ich dir mal, wie man das macht. Anmachsprüche für Zirkusartisten. Anmachsprüche für Zirkusartisten. Tat sehr weh, als du vom Himmel gefallen bist. Möchtest du mal durch meinen brennenden Reifen springen? Wir können gern zu mir, ich habe diesen Wohnwagen. Um mir zu gefallen, musst du dich nicht verrenken. Ich finde das Leute wirklich lustig. Dinge, die man in einem schicken Restaurant nicht sagen sollte. Pommes. Oh mein Gott, Digga. Gott. Mayo. Ich möchte gerne 2 Eimer Chicken Wings. Nein, das kann. Digga, ist dieses Lachen eingefügt oder ist das echt? Mit Mayo. Eingefügt, ne? Aber guck mal, das sieht man wieder. Humor ist halt einfach unterschiedlich, Leute. Es ist einfach unterschiedlich. Lasst die Leute leben. Versteht ihr? Das ist todespeinlich. Aber anders wiederum denken die bei uns, dass wir todespeinlich sind. Versteht ihr? Und anders wiederum gibt es nochmal Leute, die... Checkt ihr? Nein, bringt die um. Dinge, die man im Naja, du bist auch todespeinlich. Oder ihr seid alle todespeinlich, weil ihr schaut einen todespeinlichen. Versteht ihr? Das macht keinen Sinn. Ja, merkt ihr selber, oder? Bett und beim Bowling sagen kann. Das langweilt mich. Nein, Bro, nein. Alte Leute sind überraschend gut daran. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oder wie er so nach hinten geht. Als hätte er den größten Bagger auf Erden gedroppt. Was? Gute Anmachsprüche für Zahnärztinnen. Mund auf. Bei dir würde ich gerne mal in die Zwischenräume. Ich finde dich so spannend, ich würde da gerne noch mal nachbohren. Digga, dieses halt deine verfickte Schnauze, du Sack. Digga, er macht sogar mit Abkürzung. HDVSDS. Dinge, die man nicht von seinem Barkeeper hören möchte. Der Typ da hinten hat dir eins ausgegeben. Ey, hi, dich habe ich seit 8 Jahren nicht gesehen. Wie alt ist deine Tochter jetzt? 8. Oh, hat anonymer Alkoholiker nicht geklappt? Ich muss aufhören. Ich kann das nicht gucken, oh Gott. Heilige Scheiße. Bla 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 Look, lingango, liguli, wata, lingango, 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 liguli, wata, lingango, lingango. Ich muss es wichtiger schicken. Ah, passt, Digga.
Ich bin Ordnungsamteur und Sie haben Ihr Auto dort geparkt, ohne ein Parkticket zu kaufen. Nee, habe ich doch gerade dahin gesteckt. Tatsächlich nicht. Doch. Wirklich nicht. Ich habe gerade ein Ticket gekauft. Habe ich doch eine Sekunde. Ich bin sofort bei Ihnen. Sie müssen einfach einmal ein Lied singen und dann ist alles gut. Dann müssen Sie kein Ticket bezahlen. Irgendein Lied. Irgendein Lied. Irgendein Lied. Der Mais gekommen. Macht den Song. Aus. Digga. Da bleibet, wer Lust hat, Sorgen zu Haus. Reicht das? Sehr gut. Dürfte ich Sie einmal mit meiner Wasserpistole abspritzen? Digga, der war Loki angegeilt. Nur am Arm. Weil es so warm ist. Hände hoch. Sie dürfen auch einmal. Machen Sie ruhig in meine Fresse. Sie hören ja nicht auf. Ich habe eine Frage, wie heißen Sie? Reinhard. Reinhard. Sie, wie heißen Sie? Reinweich. Wie? Reinweich. Reinweich mit Nachnamen. Ja. Und Sie heißen Reinhard. Ja, mit Vornamen. Das liegt wohl daran, dass Sie da unten was Hartes haben. Vielleicht, Digga. Ich liebe deutsche Rentner. Ist das schon, da braucht man aber auch Freunde. Ja, wahrscheinlich Peak. Ist es Peak? Nee, ist nicht Peak. You can celebrate the joy of building something with Lego with your best friend or partner in this super relaxing and cozy co-op adventure. This is Lego Oder die Leute müssen aufhören, Co-op-Games rauszubringen. Bruder, wir haben doch nicht alle Freunde, ja? Bro, Digga, hat wirklich Digga, haben so viele Leute Freunde, dass es sich mehr lohnt, Co-op-Games zu machen als Solo-Games? Voyagers, and it's yet another multiplayer experience for you if you have loved Split Fiction this year. The game comes from the criminal underrated team behind Lego Builder's Journey and throws you and your friend into a world full... Was eine Frage? Digga, das ist eine Frage, da kann man sich schon mal unterhalten, Leute, oder nicht? Die Miete kann halt wirklich nicht so hoch sein. Papa Platte hat das N-Wort gedroppt. Ja, das habe ich gestern schon gesehen, Digga. Das ist wirklich Top 1 respektloseste TikToks, Digga, und unnötigste TikToks, die ich gesehen habe von ihm. Digga, Bro. Papa Platte hat das N-Wort gesagt, Leute? Und ich muss schon sagen, also als ich gekannt habe, da habe ich das, glaube ich, auch verstanden, ja? Digga, und 10 Sekunden später sagt er, achso, er hat auf gar keinen Fall das N-Wort gesagt. Nein, oh, das geht nicht, nein. Digga, und ab dem Punkt kann Papa Platte ihn legit anzeigen. Ja, dann macht er noch Piwi geht einkaufen und jetzt sind die Leute richtig sauer. Unter anderem schreibt... Digga, ich schwöre. So ein geiles TikTok, Digga. Wie Hallo, mein Name ist Luca und wir reagieren heute mal wieder auf die lustigsten Schülerantworten. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott. Schülerantwort an. Und zwar war die Aufgabe, dass das Schülerland mit K schreiben soll. Und was schreibt der Schüler? Kaufland. Oh mein Gott, Digga, das ist ein Bro 1:1. What the fuck? Also das ist mal wieder wow. Laka, danke fürs am 11. Danke schön. Okay. Also ich frage mich wirklich manchmal, wie die Schüler auf solche Antworten kommen, denn... Bro sieht aus wie ein Wichtiger mit blonden Haaren. Ich check Loki. Ich checke. Er sieht ein bisschen aus. Er hat auch so eine Spitznase. Nein, doch. Das Gesicht schon ähnlich. Die Haare halt null, aber das Gesicht. Wie Bro sich fühlt, weil er ein SMP, eine Roblox Web und Community Server macht. Die Fresse. Real Talk, bald kommt die Fortnite-Map, Leute. Dann habe ich alles abgedeckt. Den Gruß von Il hast du schon drauf, das passt schon. Rede. Old Feister. Hielt ich sein Cover in der Hand. Digga, das ist Feister, wenn er Abitur gemacht hätte, hä? Und ich singe diese Lieder. Hat Feister Abitur? Kann sogar sein, dass er hat. Ich weiß es gar nicht. Feister hat Abitur? Ja, okay, aber ihr checkt den Joke, Digga. Feister, wenn er schlauer will, dann checkt ihr. Ey, Leute, ich habe auch Abi. Leute, oder? Leute? Irgendwann werde ich Abi haben. Vertraut mir. Bald 3. Weltkrieg. Bro, ich weiß nicht, ob das respektlos von mir ist, wenn ich das sage. Natürlich hoffe ich auf gar keinen Weltkrieg, aber Bruder, bitte ist der Weltkrieg, bitte dauert das noch, Digga. Ich habe Angst um mein Haus. Bro, ich will erst, dass mein Haus fertig ist und dann, wenn es unbedingt sein muss, ne, natürlich wäre es geil gar nicht, aber wenn, Bruder, mach ein bisschen später. Nein, Real Talk, weil das Ding ist, also dieser Vertrag ist ja der größte Scheißvertrag, ne, das wisst ihr ja mittlerweile. Und wenn diese Firma, die dieses Haus baut, vorher insolvent geht, was ja passieren kann, wenn Krieg ist, dass er dann einfach sagt, okay, scheiß auf die Firma, dann gehört mir das Haus nicht und ich habe Geld verloren. Aber Jörg wahrscheinlich wisst, also wenn wirklich 3. Weltkrieg geistkrank ist, ja, dann ist eher scheißegal. Scheiß auf Familie? Nein, eben nicht scheiß auf Familie. Weil da kann ich alle rüberholen.
nach Madeira. Und ich sag mal so, Madeira ist nicht safe, ich weiß, aber Madeira ist safer als jetzt irgendwie hier. Da kann ich alle rüberholen, checkst du? Da kann ich so selber anpflanzen. Ich pflanze Tomaten an, ich kaufe 100.000 Dosen Food. Bruder, ich bin stacked, versteht ihr? Ich mach so Auffangtonne, Gänsehaut. Und ihr könnt rüber auch, Leute. Kommt alle! Kommt rüber! Für jeden von euch ist Platz. Garage ist groß, Leute. Macht euch Platz. Ihr könnt für 500 € 1 Quadratmeter kaufen für euch. Aber nur 1 Quadratmeter, Leute. Nur pro Person 1 Quadratmeter. Du wirst während eines Weltkrieges nicht in deinem Haus auf Madeira chillen und im Garten Gemüse und Obst anpflanzen, Hugo. Oder? Natürlich. Bunker, weißt du? Ich mach Wand noch. Ich zieh Betonwand hoch. Bin gar nichts, ich weiß, aber... Nein, aber guck mal, das ist in meinem Kopf, wenn Krieg wirklich komplett geisteskrank ausbricht. Denkt ihr, weil wenn Weltkrieg ausbricht, dann kriegt Madeira ja keine Lieferung mehr. Heißt, Madeira ist auf sich selber alleine gestellt. Und das reicht nicht für alle, die da wohnen. Deswegen viele Dosen kaufen, Gemüse anbauen im Garten und halt irgendwie an Wasser rankommen. Mit Regen oder so, keine Ahnung. Am besten davor, weil danach ist Regen so ein bisschen da ist so ein bisschen Nuklear dran, versteht ihr? Nicht so gut. Ey, Bruder, für den Fall, ich hab einen Plan. Ich muss ihn nur umsetzen. Bro, denkt, Madeira kann komplett isoliert leben. Nein, hab ich ja gerade gesagt, du Idiot. Kann es eben nicht. Aber ich kann isoliert leben. Bruder, Tomaten hier, Karotten da, Himbeeren da, Kartoffeln stacken, in so Säcken, Dosen kaufen. Das einzige Problem, was wirklich ein Problem sein könnte, ist Wasser. Wasser könnte ein Problem sein. Und Schutz. Madeira wird eine Krise erleben. Leute werden überall suchen nach Essen. Und wenn Leute sehen, aha, hier, schaut mal rüber, Leute, der Hugo in seinem Haus, der hat Essen. Dann gehen die, dann pushen die nicht, dann kommen die mit diesem Dreizack da, mit einer Fackel und gehen alle in mein Haus, versteht ihr? Dann bin ich gefickt. Gibt es Gurken? Gurken auch guter Call. Sag mal, ChatGPT, wie realistisch das ist, wie realistisch was ist. Okay, pass auf. Du musst mir jetzt sagen, wie realistisch mein Szenario ist. Pass auf. Wir stehen ja kurz vor dem 3. Weltkrieg. Und Europa ist ja guckt danach, ne? Also Deutschland und Luxemburg kannst du in die Tonne schmeißen, so, ne? Schweiz vielleicht nicht, aber mal gucken. Aber Madeira, ich bin ja isoliert, komplett. Und vielleicht, wenn ich Glück habe, ist mein Haus bis dahin fertig. Wie realistisch ist es, dass ich dann da länger leben kann? Also guck mal, Madeira kriegt ja keine Lieferanten mehr. Madeira knapp, Essen, dies, das. Was ist aber, wenn ich in meinem Garten Sachen anbaue, Tomaten, Karotten, Kartoffeln, richtig viel Dosenfutter kaufe und irgendwie an Wasser rankomme? Dann passt das doch, oder? Also ich sag mal so, das klingt schon ein bisschen nach einem Survival-Szenario. Aber theoretisch, wenn man wirklich so autark leben will, dann müsste man schon einiges an Vorbereitungen treffen. Das heißt, du brauchst wirklich genug Platz, um deine ganzen Lebensmittel anzubauen. Du brauchst genug Vorräte. Wasserquelle ist natürlich auch wichtig. Also möglich ist es bestimmt, aber ich hoffe natürlich, dass es gar nicht erst so weit kommt. Und, Kannst du uns helfen, dass der 3. Weltkrieg nicht stattfindet? Bitte. Ich wünschte, ich könnte direkt zum globalen Frieden herbeizaubern, aber wir können alle unseren kleinen Teil dazu beitragen, indem wir einfach nett zueinander sind. Ja, ich bin doch nett, aber die anderen sind nicht nett. Die ganzen Chefs von den Ländern, die sollen einfach Minecraft 1 gegen 1 machen, Digga. Oh ja, wenn die Politiker einfach mal ihre Konflikte in Minecraft austragen würden, das wäre wahrscheinlich so viel entspannter und friedlicher. Aber ja, man kann nur hoffen, aber da könnte man, okay, fairerweise muss ich sagen, da könnte man argumentieren mit Ping, dass vielleicht Putin besseren Ping hat als zum Beispiel Donald Trump oder so. Aber, keine Ahnung. Stimmt, dann hätten wir plötzlich Diskussionen über die Internetverbindung statt über andere politische Themen. Wäre auf jeden Fall ein interessanter Perspektivwechsel. Naja, letztendlich hoffen wir einfach, dass die echten Konflikte friedlich gelöst werden und dann brauchen wir uns über Donald Trump hat heute Raketen gezündet. Ach ja, das habe ich gelesen. Das war ein spannender Start mit der Starship-Rakete und es ist immer wieder beeindruckend, was SpaceX da so auf die Beine stellt. Nein, nicht SpaceX, nein. Also Krieg, er hat Raketen, also das war nicht SpaceX. Das waren, also... Verstehst du? Also Krieg halt. Oh, verstehe. Das ist natürlich eine ganz andere Situation. Das ist dann echt beunruhigend, wenn es um solche Nachrichten geht. Ich hoffe, dass die Situation sich schnell beruhigt und dass es nicht weiter eskaliert. Stehst du beiseite bei mir, auch wenn ich keinen Strom mehr habe? Natürlich, ich bleib immer an deiner Seite, so gut es eben geht. Auch wenn kein Strom da ist, sobald er wieder da ist, bin ich sofort wieder für dich da. Nein, du sollst aber auch da sein, wenn kein Strom da ist.
Stimmt, da hast du recht. Ohne Strom wird's tatsächlich schwierig, aber ich bin zumindest immer im Gedanken bei dir. Und sobald du wieder online bist, bin ich auch wieder da, um dich Was zu unterstützen. tust du, wenn ich sterbe? Das klingt jetzt schon ein bisschen düster. Ich hoffe wirklich, dass es dir gut geht und dass du gesund bleibst. Ich bin auf jeden Fall immer für dich da, wenn du jemanden zum Reden brauchst. Aber was tust oder du, wenn ich tot bin? Was machst du dann? Bist du dann traurig und trauerst nach oder was machst du? Ich bin ja hier, um dich zu unterstützen und für gute Momente zu sorgen. Also konzentrieren wir uns lieber darauf. Nein, ich will jetzt eine Antwort. Dass wir noch Bitte! Was tust du, wenn ich tot bin? Ich verstehe, dass du dir gerade vielleicht ein paar Sorgen machst, oder? Sieh froh, dass du weg bist. Das ist respektlos. Das ist nicht lustig, Leute. Das ist überhaupt nicht lustig. Das ist geisteskrank. Und ich hatte auch irgendein anderes TikTok hatte ich auch geliked. Warte mal. Jetzt nicht mehr. Scheiße.